Was ist typisch ostfriesisch? Das Land, die Menschen und ihr Charakter, Mosel, die Insel, Ebbe und Flut, das Essring, die raue Küste, Ladütsch. Sabine Herrmann ist plattdeutsche Songwriterin und leistet einen wichtigen Beitrag, um diese schöne Sprache zu erhalten. In ihrem Podcast sucht, besucht und entdeckt Sabine Herrmann spannende Menschen, die die besondere Vielfalt dieser Kulturlandschaft prägen, die eben genau das sind. Typisch ostfriesisch. Moin zusammen. Heute ist der 31. Oktober. Liebe Hörerinnen und Hörer dieser Podcast-Folge, ich bringe heute deshalb zwei grundlegende Fragen zum Thema Reformieren mit. Und zwar stelle ich mir erstens die Frage, wie denn der heutige Tag eigentlich in Ostfriesland angegangen wird. Laufen dort auch als Geister und Monsterchen verkleidete Kinder von Haus zu Haus? Bekommen sie dann Süßigkeiten? Oder findet das große Fest mit Laternen und wundersam schrägen Gesängen an der Haustür immer noch so wie in meiner Kindheit am 10. November statt, zum Gedenken an die Geburt von Dr. Martin Luther im kleinen Städtchen Eisleben? Von dir, lieber zuhörender Mensch, wünsche ich mir ausdrücklich eine Antwort auf diese Frage. Du kannst mir per Mail schreiben oder bei Facebook, Instagram oder YouTube einen Kommentar hinterlassen. Alle Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter sabineherrmann.com. Hermann mit einem R. Ich komme gleich nochmal auf Halloween-Reformationstag zurück, aber warum ich dich diesmal ausdrücklich um eine Rückmeldung bitte, das betrifft meine zweite Frage. Ich überlege nämlich, ob ich diesen Podcast überhaupt weitermachen und wenn ja, gegebenenfalls reformieren möchte. Das muss ich natürlich ganz alleine entscheiden, aber, und hier kommst du ins Spiel, ich bekomme kaum mit, ob der Podcast wirklich angehört wird. Ich sehe zwar die Analysezahlen beim Podcast-Anbieter, aber das ist mir einfach zu unpersönlich. Ich möchte durch den Podcast gerne Menschen erreichen und erfahren, dass es von Interesse ist, was ich hier anbiete. Deshalb bitte ich dich, mir auf irgendeinem der bereits genannten Wege mitzuteilen, ob du den Podcast regelmäßig hörst und was dich genau daran interessiert. Ich freue mich auf die und sage nu all besten Dank dafür. Und jetzt komme ich wieder auf Halloween und den Reformationstag zurück. Vielleicht hilft dir das, was ich nun erzähle, dabei, den Spaß mit den klingelnden Monsterkinderchens heute zu teilen. Oder eben am 10. November, je nachdem. Wusstest du, dass Halloween auf einen Brauch zurückgeht, den es schon gab, lange bevor Dr. Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll? Wie viele Feste und Brauchtümer hat sich auch Halloween möglicherweise aus einem der 4 großen irisch-keltischen Feste entwickelt, dem Samhain. Oder wenn ich die Lautschrift bei Wikipedia richtig lese, heißt es Saun. Dieses Fest wurde am 1. November beginnend am Vorabend in der Nacht zu diesem Tag gefeiert, also ab dem 31. Oktober und dann eben in den 1. November hinein. Es wurde angenommen, dass die Menschen an diesem Tag einen Zugang zu den Wesen der anderen Welt haben, was auch immer das ist. Das erzählt den Kindern, die heute Abend bei euch an der Tür klingeln, aber lieber nicht, sonst bekommen die vielleicht Angst. Halloween ist aber gar nicht so ein komischer Kram aus Amerika, sondern war ursprünglich vor allem im katholisch geprägten Irland verbreitet. Das Wort Halloween kommt vom englischen All Hallows Eve, was der Abend vor Allerheiligen heißt. Und Allerheiligen, das Fest, an dem der Heiligen gedacht wird, ist nun wirklich viel älter als der Beginn der Reformation. Die Menschen, die dann später aus Irland in die USA auswanderten, pflegten dort ihre Bräuche weiter, in Erinnerung an die Heimat, und bauten sie aus. Das wurde dann richtig groß, es wurden Filme zu diesem Thema gedreht und irgendwann schwappte das dann von dort aus
wieder nach Europa zurück und verbreitet sich halt eben auch hier bei uns mehr und mehr. Wenn bei euch heute Abend also verkleidete Kinder klingeln, dann teilt einfach den Spaß an der Freude mit ihnen und erspart ihnen unangenehme Lektionen wie "Vandaag is Reformationsdag, mit so einem utländischen Tüch wird nichts zu tun haben." Alles schon vorgekommen. Meine Kinder haben selbst sowas erlebt, allerdings nicht in Ostfriesland, sondern hier bei uns in Hude und dann natürlich auch nicht auf Platt. Wie handhabst du das denn? Reformationstag, Halloween, Martini oder Martinstag am 11. November? Wäre auch nochmal eine interessante Geschichte. Ach, die kann ich auch kurz erzählen. Der Martinstag am 11. November und Martini am 10. November hängen deshalb direkt miteinander zusammen oder sind direkt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, weil Martin Luther am 10. November in Eisleben geboren ist und er wurde sofort am Tag nach seiner Geburt getauft und bekam deshalb den Namen des Tagesheiligen und das war halt eben der heilige Sankt Martin. Ich finde es spannend, dass es sehr, sehr viele verschiedene Zusammenhänge gibt, die uns allen vielleicht auch gar nicht so richtig bewusst sind. Aber je mehr man weiß, umso offener und offenherziger geht man dann eben auch mit den ganzen Unterschieden um. Und das wäre doch toll, wenn wir das alle irgendwie hinkriegen würden, oder? Zum Schluss erinnere ich nochmal an meine Bitte, mir auf diese Folge eine Reaktion zu schicken, damit ich mit meiner Frage über die Fortführung und/oder Reformation meines Podcasts weiterkomme. In diesem Sinne, ich freue mich auf die. Wenn ihr mehr über Sabine und ihre Musik erfahren wollt, dann schaut auf sabinehermann.com oder auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Auch da ist es typisch ostfriesisch.